Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph zuerst noch am Lycée an. Das war da geguckt aus einem kleinen Video geht, den Premierschüler soll helfen, am Lockdown mit ihrem Philos-Programm zu gehen. Und das wir heute im Menü haben, ist den Benjamin Constant, den dritten und letzten Autor am Dossier politische Philosophie. Dafür den Programm für heute ist, wie war der Constant? Was aus dem Programm an wie lehren schon am besten. Fangen wir für 1767 bis 1830, das sind die Lebensdaten von Benjamin Constant. Den Constant war wenn das zu Lausanne und Welt kommt, war auf Frankreich Politiker, Autor, Denker, alles was der Welt hin als auch von den Chefs de File von der Welt von der liberalen Bewegung. Und an dem Sinn ist noch bei seinem Programm wennst eben seinem Liberalismus. Das ist natürlich froh, was muss ich für die Prüfung? Just der Liberalismus. Daten, all die anderen Sachen, also wenn der Welt, seine Biografie ist extrem interessant, besonders weil er noch politisch aktiv war zur Zeit von der Revolution aktiv, war zur Zeit von Napoleon aktiv, das heißt Zeiten, an denen in Frankreich viel wichtig und interessante Sachen geschieht sind. Hier war, wie gesagt, von dem Mitdenker von der liberalen Bewegung, und nicht nur Mitdenker, er war auch aktiv, war auch Deputiert, mehr für die Prüfung nicht so wichtig. Das, was mir wichtig ist, das sind zwei verschiedene Konzepte. Erstens das vom Liberalismus und zweitens das Konzept von Freiheit. Komm, dann gehen wir weiter bei dem Liberalismus. Was ist der Liberalismus? Wird einfach zu machen, der Liberalismus als philosophische Doktrin, wenn er will, das mehr wie just philosophisch, mehr eine Doktrin, die sieht, dass die Freiheit wichtig ist an den Individuen. Das heißt, für es simpel zu machen, der Liberalismus geht davon aus, dass der Mensch so frei wie möglich soll sein und dass die Freiheiten vom Staat sollen geschützt sind. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Libertarismus, das ist im Fond den Anarchismus, den sieht, nee, okay, der Staat kann man nicht aufschaffen, dafür muss man gucken, der Staat so minimal wie möglich zahlen. Beim Liberalismus ist es ein bisschen an dieser Richtung mit, dass man restriktiv. Das heißt, beim Liberalismus, der Liberalen, die gesagt, der Staat nicht unbedingt negativ. Der Staat ist da, der Staat schützt Freiheiten und der Staat ist, muss kein Fluch sein. Liberalismus, historisch gesehen, hat an Europa viele verschiedene Länder liberale Denker gehabt. Auch in Frankreich, vor der Französischen Revolution, haben die liberalen Denker sich rechter ob politisch froh konzentriert, eben froh auch, wie viel Rechte so ein Bierge haben, respektive wie das denn der König von Frankreich, wie wird den Pouvoir absolu, wie wird der Pouvoir nicht besser verdient. Nur der Französische Revolution, okay, selbstverständlich Käserin in Frankreich, mehr politisch gesehen war die Situation ein bisschen anders. Der Tisch löst von die liberalen Ideen sich dann noch an einer Kusche von der Gesellschaft verbreden hat, wenn wir von Liberalismus schwätzen, nur möchte ich Tendenz auch vielleicht vom Wirtschaftsliberalismus zu schwätzen, was nicht unbedingt die Hauptsüge sind von Leuten wie der Constant oder von den echten liberalen Denkern. Das heißt, verhalte ich dann so, der Liberalismus als eine philosophische Richtung, die behauptet, dass Freiheit wichtig ist an den Individuum, dass die Freiheit vom Individuum am Anfang wichtig ist. So, und dann habe ich auch noch gesagt, dass wir auch noch kurz über die Freiheit schwätzen. Es gibt ganz viele verschiedene Sorten von Freiheiten, die man definieren kann. Willensfreiheit, sinnig Herrmeister über das, was ich will. Handlungsfreiheit, was ganz interessante Sachen sind, die noch nicht relevant sind, was für uns relevant ist, als positiv und negativ Freiheit. Positiv Freiheit oder im Wort Posé dran setzen, das ist, wenn ich machen kann, was ich will. Ich dezidiere für mich selber, ich setze am Anfang fest, was ich machen will. Zum Beispiel, wenn ich bei den nächsten Wahlen will, die Partei wählen, das ist etwas, was ich dann dezidiere. Das ist eine Positivfreiheit. Und auf der anderen Seite Negativfreiheit, das ist eine Abwesenheit von der Welt. Negation bedeutet nicht, dass etwas Schlechtes ist. Negation bedeutet einfach eine Abwesenheit von externem Zwang. Dafür schwätze ich mal von negativ. Das heißt nicht, dass es mich schlecht ist wie die positiv, das ist einfach eine Bezeichnung. Negativfreiheit ist, wenn ich frei von externem Zwang bin. Das heißt, für keinen mir darf so zum Beispiel, wie werde ich wählen gehen. Wenn ich zum Beispiel dezidiere, den Aufwand, was ich ziehe, das ist Positivfreiheit. Wo kein anderer mich zwingen kann, das zu was ich will, das ist Negativfreiheit. Das ist ein ganz großes Froh beim Constant.
Den ganzen Text, den wir werden gucken, den dreht am Anfang um die Frage, wer von den zwei Sorten Freiheiten ist besser. Dafür kommen wir dann noch direkt zu dem, was zu lehren. Also, das, was ich gesagt habe, am Liberalismus, mit der positiven und mit der negativen Freiheit, das wäre gut, wenn ihr das könnt kurz erklären. Aber wenn ihr auch versteht, was Positivfreiheit ist und was Negativfreiheit ist, das ist nämlich wichtig für das, was ihr kennt. Wenn ihr den Text guckt, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, der Titel sieht schon alles mit Freiheit aus der Antike, les Anciens, und wir vergleichen es mit der Freiheit von der Modernen. Den Text ist wahrscheinlich den Lien auch an dem Dossier dabei gesetzt, den ich am Lien von der Beschreibung dabei gesetzt habe, den pädagogischen Dossier, den halt zum Video gehört, den Text zum ganzen Speech. Ja, das war nämlich ein Rede, der den Constant gehalten hat, wo eben dann Antike Freiheit mit moderner Freiheit vergleicht. Das eng Diskussion, also Konstanz bei weitem nicht den nächsten mat kommen, eng froh, die sich auch länger Zeit gestaltet huet, ob en sich sollt, also länger Zeit nur Mittelalter hun Leute gemengt alles war Antike war tipptopp und nicht von den Köse gemerkt, dass nicht so tipptopp wäre, an dass sie vielleicht neue Lesungen mis fanden, an die neue Lesungen sind dann eben die modernen Lesungen an dafür auch Mission nur der französische Revolution. Und dann eben froh, wie also den Text von Constant aus nur der französische Revolution geschrieben ging. Und da stellt sich dann eben genau diese Frage, wie ein System ist besser. Ich kann nicht nehmen und herzlich den ganzen Text lesen, das ist nicht so lang. Den Ausschnitt, den die an ihrem Buch hat, ist relativ kurz im Vergleich zum Gesamttext. Der Gesamttext ist voll mit historischen Beispielen nach, die Sache auch vielleicht mit klar machen. Aber wie gesagt, wenn am Moment hat er wahrscheinlich nicht viel Besseres zu tun am Lockdown dafür. Geht mal gucken. Auf jeden Fall, was geht es hier im Text bei Freiheit? Nämlich, dass der Constant meint, dass es wichtig ist, dass man die antike Freiheit nicht verwechseln mit der moderne. Das ist nämlich schon gemacht zur Zeit von der Französischen Revolution, laut dem Text hier, haben Leute probiert, die antike Freiheit am Anfang der Franzosen abzuzwängen, und das ist schiefgegangen. Und dafür sieht der Constant am Anfang, dass die beste Form von Freiheit, die wir können haben, wo die Leute am besten geschützt sind, das ist die moderne Freiheit. Aber das ist froh, weil das die antike Freiheit. Die antike Freiheit ist am Anfang die Freiheit, die an verschiedenen Staaten hat, wo das Volk direkt wählen gegangen ist. Das heißt, das Volk hat nicht seine Repräsentanten, Deputierten und was auch immer gewählt, mit Volk ist direkt mitgegangen, für politische Decisionen zu treffen. Das klingt ja sich gut, das wird direkt Demokratie heute zu Lützeburg, das ist auch das, was verschiedene Leute wollen. Das Problem ist aber, du den heute, wenn das Volk eine Entscheidung getroffen hat, da war die bindend. Das heißt, wenn das Volk dezidiert hat, die an die Person zum Beispiel ich umzubringen, da war der Tod. Das heißt, bei der antiken Freiheit hat der Vierdeel, dass dafür all, ich vereinfache, wenn wir mal gucken, Athen wird ja immer durchgestellt als Geburtsstadt von der Demokratie. Das ist ganz nett, wenn wir die moderne Demokratie mit der von Athen vergleichen. Okay, es sind Demokratien mehr. Zu Athen haben auch nicht die wenigsten der vermatt wählen gehen. Ausländer, Leute, die zu arm waren, Frauen, Sklaven, was weiß ich, die hatten auch kein Matspruchrecht. Dafür, hin oder her, wenn der wählen darf gehen, und die wählt, dass der in der Person muss umbrucht gehen, dann hat er einen großen Macht. Auf der anderen Seite, also wo kein, den schützt, den das Leben schützt, für dem Arbiträr vom Volk. Und das Gefahr im Moment ist natürlich, dass sie sich dann, weil das nennt Kollektivismus, Gefahr ist, dass sie dann komplett dem Volk ausgeliefert ist als Individuum, respektive, dass sie sich als Individuum viel zu viel darüber konzentrieren, Einfluss auf das Volk zu haben und dann eben nicht mehr für sein Leben profitieren kann. Für das Volk die Entscheidungen trifft. Das ist dann eben, wenn er will, der Vierdeel und der Nodeel von der antiken Freiheit. Komplett Entscheidungsfreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite also komplett der Entscheidungsfreiheit vom Volk eben ausgesagt als Individuum. Dafür viel simpel zu machen, das wäre am Anfang positiv Freiheit auf der einen Seite und gut keine Negativfreiheit auf der anderen Seite. Wenn man im Vergleich zur modernen Freiheit gucken, das ist genau das Konträr. Da haben wir ganz viel Negativfreiheit und relativ wenig Positivfreiheit. Die Freiheit von den Modernen am Text geht ja auch durch England, Frankreich und die USA erwähnt, weil wir auf den 20 Jahren noch nicht ganz viele andere Länder da waren, die freiheitlich
waren, als so, dass in seinen Repräsentanten wählt und selber als Bürger nicht mit dezidieren geht, wie ein Gesetz bestimmt gehen. All die Sachen, die überlesen am Anfang der Regierung. Bei den antiken Vario, ein Teil von der Regierung haut, geben wir als Rechte auf, als Prärogative, wenn der Welt, wir gehen die auf und als Deputien und die machen dann Gesetze, respektive wir wählen als eine Regierung, die trifft dann Entscheidungen, basierend auf den Gesetzen. Wir als Bürger, wir haben nur extrem wenig zu sagen. Das heißt, als Positivrecht ist extrem stark eingeschränkt. Wir dürfen natürlich wählen gehen. Wir dürfen natürlich auch, was wir Petitionen machen oder. Mit das nicht, dass wir irgendwie kann von uns da hingehen und so, okay, ich dezidiere, dass wir Krieg aufhängen mit dem an dem Land. Geht nicht. Wenn wir Krieg aufhängen, das ist, weil die Regierung das dezidiert, dann nicht, weil das Volk das dezidiert. Die Regierung herrscht ja am Numm vom Volk, auf vier Volk, mit das nicht Volk, das herrscht. Durch vier Gouvernement indirekt. Das ist von der Welt ein bisschen mehr schwach, was Muchtverdienung angeht im Vergleich zu der antiken Freiheit. Der vierte ist aber, dass wir komplett geschützt sind. Wann sollt ihr den aufstimmen? Dass dir musst Umbruch gehen. Okay, das wird nicht geschehen, außer dass die vielleicht der Person einen Prozess machen, weil die sind geschützt, Leben das geschützt, der Staat schützt ihr und die Person, die sich nicht vergreifen, die kriegt dann am Staat zu denen. Das ist genau der Kontrakt von dem, was an der Antike geschieht ist. An der Antike, wenn ihr dezidiert hört, ihr umzulehnen, aber wenn aufgestimmt gouf an das, was Resultat, da war das, heute geht das eben nicht. Das heißt, heute ist immer geschützt, dafür haben wir extrem viel Negativfreiheit bei uns in der Moderne. Und das Risiko, das wir hier haben, ist eben Individualismus, dass wir so viel davon profitieren, am machen, was wir wollen, an unserem Privatleben, dass wir gehen, was Politiker machen und dass wir dann, was wir sich Korruption haben, respektive, dass wir uns Freiheit verlieren an eben. Das ist die andere Gefahr. Das ist genau der Konträr von dem, was der Constant gesagt hat, was Gefahr von den Antiken ist. Und dann zum Schluss vom Text sieht der Constant, dass immer Leute kommen und so und hey, geht als Murcht, und wir kümmern uns darum, sich glücklich zu machen. Und das ist genau das, was wir nicht machen als Bürger. Jeder Verein soll sich um sein eigenes Glück kümmern und der Staat soll seinen Nuss daraus rausholen. Und das ist von der Welt die letzte Passage, das ist ein Zeichen vom Liberalismus vom Constant. Und in dem Moment haben wir auch den Tour vom Constant gemacht. Los und froh, was soll ich mal verhalten? Wenn ich das so abzähle, der Text ist natürlich relativ lang. Am Text springt der Constant ein bisschen hin an jeden Tag. Das ist wie gesagt, das ist Speech, das ist nicht unbedingt philosophischen Trete an dem Sinn, dafür ist ein bisschen hin und her. Das, was ich mache, wenn ich wäre, ich mal ein Schema machen. Am Text habe ich auch genug Beispiele. Dafür mache ich ein Schema, wo du auf der einen Seite schreibst, Liberté des Anciens, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Auf der anderen Seite Liberté des Modernen, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Das ist ein bisschen den Überblick, schreibe ich auch ein paar Beispiele raus. Und dann hat er das gemacht und dann ist er am Anfang schon du geleiert, dann ist die letzte Frage, die sich am Anfang noch stellt, die immer rumkommt, als ja, für was kann ich so, dass du kannst noch einen liberalen Denker, also das von eben an den letzten Zeilen vom Text, wo du kannst noch sieht, dass kein sich soll am Platz von uns am meisten Klick kümmern. Das ist typisch liberal. Das heißt, der Constant war am Anfang der Meinung, also verschiedene Denker, für den Constant hat gesagt, ja, es gibt ein Rezept, das alle Menschen glücklich macht, aber wenn der Staat das umsetzt, dann kann alle Menschen glücklich gehen. Und der Constant war nicht so überzeugt von der Idee, nur ich gemeint, dass die Leute verschieden sind und dass das Rezept, das für mich funktioniert, nicht unbedingt für mich funktioniert. Und dafür soll eben jeder sein Weg können gehen und dafür soll der Staat sich dann darauf beschränken, sich um Gesetze zu kümmern und um den Schutz von unseren Rechten und als Gelegenheit so sollen wir sie lassen. Und wenn er das gemacht hat, ja, dann gehe ich so und lese das 2-3 Mal durch, dann hat er ein bisschen einen Überblick und das war es. So Constant als am Mengen an relativ einfach. Es sind ganz viele Leute, die sich schwere Stimmen am Französischen und es sind auch ganz viele Leute, die verwirrten Details oder vielleicht weil nehmen sich auch so gut liest oder weil nicht so viel an dem Text dran ist, im Vergleich zu anderen Autoren, zu anderen Texten, geht es vielleicht ein bisschen um die Lichtschüler geholt. Aber dafür löse ich Zeit für gut zu machen und da auch mein Schwarz mit Leuten drüber, kann ich mir auch vorstellen, bei all den Freiheiten, die der Hut verjägen, wer da bereit aufzugehen oder bei all den Rechten, bei all den Sachen, die man haben, die uns schützen für dem Arbiträr von anderen Leuten, was wenn man bereit abzugehen und am Vergleich zu warten. Respektiv kann ich auch vorstellen, für den Freiheiten hat man noch gern.
Aber wie weit sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Da komme ich auch schon bei der Question Reflexion personell. Das ist ja eine Frage, die regelmäßig immer abgeworfen wird, dass Leute jetzt noch mehr möchten, dass das Volk direkt soll, können ausüben. Da hat wir zum Beispiel dann auch die Frage, was hält ihr davon an? Da geht es nicht einfach just zu sagen, ja okay, das wäre natürlich mehr cool, wenn die Regierung mehr möchte, und das Volk mehr möchte. Das ist doch froh, was sind Konsequenzen. Weil ihr dürft nicht vergessen, Positivfreiheit, Negativfreiheit, da gibt es eine Balance. Wenn man mehr Positivfreiheit tun, was passiert mit der negativen Freiheit? Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ihr könnt darüber argumentieren, respektiv an dem Kontext auch ansetzt. Was ist mir wichtig? Positivfreiheit, Negativfreiheit. Du kannst dann sehen, nämlich, dass ihr muss gucken, Negativfreiheit auf all Preis, all Preis zu beschützen. Weil das ist dann eben froh, wie viel Positivfreiheit immer bereit zu verzichten, respektiv, also es nicht möglich, das wäre dann die Idealversion, Zauberformel, wenn ihr wollt, also nicht möglich, eine Balance zu finden, wo man so viel Positivfreiheit tun, also viel Negativfreiheit, wie es nicht mehr geht. Das wäre dann ein bisschen bei der Question Reflexion personell. Eine Frage, die ich meine Schüler auch gerne stellen, als ob sie auferstanden sind, das wie das, wenn man beim Hobbes oder beim Strauß schon hatten, so auferstanden sind, dass der Staat sich nicht soll um Moral für seine Bürger kümmern oder um Glück für seine Bürger, weil verschiedene Bürger sie vielleicht viel desorientiert oder Probleme oder was weiß ich noch alles, aber die wissen vielleicht nicht, was gut für sie selber ist, als du nicht dann den Staat an der Pflicht anzugreifen. Ne? Respektiv könnt ihr umdrehen. Ne? Was aus, wenn die Leute Sachen machen, die zwar illegal sind, die keine Schulden, müsste der Staat nicht dann das liberalisieren. Jo. Ich denke, wir haben den Tour am Anfang dann halt gemacht. Ja, verwisselt die zwei Freiheiten, nicht man den, denkt ein bisschen über die Freiheiten nur und dann kann man von quasi nicht schief gehen. So, das war dann zum Benjamin Constant. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder Kommentare, dann schreibt mir auf podcast@lc.lu. Und da bleibt mir just noch ich merci so viel nur zu gucken und ich dann so bis demnächst.